Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum zweiten Spieltag in der Champions League. Auswärts bei Paphos FC 1:5 vom Platz gejagt. Hätte ich jetzt was gesagt. Ja, 1:5, souveränes Spiel, würde ich sagen. Uns hat eine gute halbe Stunde vollkommen ausgereicht. Also eine halbe Stunde, was meine ich mit gut? Auch danach war es gut, aber danach war es halt, ja, Schongang, nenne ich es mal. Ja, was völlig fein ist, habe ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt. Wenn du den Sack da innerhalb von einer halben Stunde zumachst und 4 Hütten machst, dann ist das auch völlig legitim, dass du 5 Gänge rausnimmst und einfach den Ballbesitz runterspielst, den Gegner herspielst. Und es ist ja noch nicht mal so, dass wir nicht noch trotz alledem, ich glaube, 3 Pfostenschüsse und 3 Riesenchancen in der zweiten Halbzeit hatten. Also es hätte mit Sicherheit auch nochmal das ein oder andere Tor höher ausfallen können. Von daher gibt es absolut gar nichts zu meckern. Ja, unser Lauf hält an, unser Saisonstart hält an. Ich denke, man hat aber auch gesehen, wenn wir Vollgas gegeben haben, so die halbe Stunde. Ja, wir hatten am Montag im Stream, gab es Leute, die gesagt haben, dass Wien Wiesbaden schlechter wäre. Also wenn ich das heute gesehen habe von Paphos FC, würde ich behaupten, dass das nicht der Fall ist. Also das war nicht Champions League würdig, das wäre nicht Bundesliga würdig gewesen, das wäre nicht Zweitliga, das wäre wahrscheinlich niemals Drittliga würdig gewesen, was die, auch zweite Halbzeit, wie viel, es war ein bisschen besser, zweite Halbzeit von deren Seite her, sie standen ein bisschen enger, aber erste Halbzeit, also ich habe noch nie gesehen, dass wir in einem Spiel so viel Platz hatten, den Ball anzunehmen, zu machen, zu tun, bis da mal ein Gegenspieler da war, ja. Naja, ist halt so, sag ich mal, ja. Wie gesagt, verdient gewonnen den Bums, 5:1. Und klar kann man jetzt sagen, oh ja, hätte man noch Vollgas geben müssen, aber Torverhältnis ist wichtig und bla und so. Ja, alles gut. Sehen wir am Ende. Ja, am Ende knallt die Peitsche, wenn alle Spiele durch sind, werden wir mal sehen, ob das Torverhältnis irgendwie jetzt wegen 1 oder 2 Toren dann entscheidend ist. Wenn, dann hätten wir die heute mit Sicherheit machen können. Aus meiner Sicht war es völlig richtig. Wir spielen gegen Frankfurt. Was auf dem Papier jetzt nicht so ein leichtes Spiel ist, auch wenn die heute, ich weiß nicht, wie es da ausgegangen ist, stand vorhin 4:1 für Atletico. Ja, ne? Ist völlig fein. Ich habe es schon gesagt, gehen wir es vielleicht kurz durch. Obwohl, bevor wir das tun, ich habe jetzt schon 2-3 Minuten Analyse gemacht. Ist mir egal, ihr bekommt trotzdem noch den Hinweis. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Ja, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, gehen wir es kurz durch. Ich denke, der Anfang, ja, also wir waren von Anfang an da, von Anfang an Ballbesitz. Die ersten 10 Minuten war vielleicht noch ein bisschen hin und her. Die erste Chance hatte Paphos in der 5. Minute mit dem Schuss aufs Tor auf Manuel Neuer. Aber dann von der 15. bis zur Pause, ja, haben wir die Zügel ein bisschen angezogen. Und das war noch nicht mal zu 110%, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, der Gegner war einfach mit den Kombinationen, die wir hatten, mit einem einfachen Doppelpass überfordert. Michael hat ein herausragendes Spiel gemacht. Mit dem waren die maßlos überfordert, genauso auf der anderen Seite Diaz. Und dazu aus den Harry Kane, dann hast du noch einen Jackson, der eine Vorlage macht und ein Tor. Ja, selbst ein Rafa Guerrero hat heute, wo er Linksverteidiger gespielt hat, war ja eigentlich auch ein Zehner. Hat auf der Zehnerposition sehr gut funktioniert. Ja, der Einzige, der heute vielleicht ein bisschen abgefallen ist, war Minjay und auch Pavlo so ein bisschen. Ansonsten, ja, Kimmich war jetzt auch noch nicht hier im obersten Regal, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir in die Benotung gehen. Werfen wir einen Blick in die Statistiken. Die sollten eine klare Sprache sprechen. Ja, 5:1, Kane 15., Guerrero 20., Nicolas Jackson 32., 34. wieder Harry Kane mit ein bisschen Doppelpass mit dem Gegenspieler. Und dann Michael mit dem Tor. Wow. Musste erstmal aus dem Winkel da so aufs Tor bringen. Das war schon stark. Ja. Hat sowieso ein starkes Spiel gemacht. Ballbesitz 67:33. Abseitsstellung gab es keine. Wild.
Fouls 11,9, Zweikampfquote 52,5, 47,5. Schüsse aufs Tor 2,15, Schüsse insgesamt 6,26, Ecken 2,6, angekommene Pässe 266 zu 644, Flanken 6,5. Schüsse insgesamt Jackson 6, Kane 5, Ulisse 4, Torschussvorlagen, Ulisse 2, Jackson 1. Gewonnene Zweikämpfe, Diaz 4, Ulisse 4, Pavlo 4. Wild. Ballkontakte 124 Pavlo, 102 Kimmich, 87 Guerrero. Ja, warum haben wir so wenig Zweikämpfe geführt? Zweikämpfe. Ich habe es gerade schon gesagt, weil der Gegner gerade in der ersten Halbzeit noch nicht mehr an unsere Spieler dran war. Ja, wir kamen gar nicht in die Verlegenheit, unbedingt Zweikämpfe führen zu müssen. Also, das war wild. Gut. Joa, gehen wir rein in die Benotung. Winnie, ja, Aufstellung konnte man ja fast so erwarten. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen anders in der Innenverteidigung. Ich hatte Tah für Opa und ich hatte einen Bischof für einen Pavlo. Hatte aber auch gesagt, dass sehr wahrscheinlich ein Kimmich und Pavlo auflaufen. Die einzige Überraschung war Nicolas Jackson. Was aber auch völlig fein ist. Oh, das war nochmal ein gutes Spiel, um das vielleicht so mal auszuprobieren. Und er hat geliefert, war mit Harry Kane auf der 10er-Posi. Gar kein Problem, hat super funktioniert. Auswechslung fand ich persönlich ein bisschen spät, ein bisschen sehr spät. Hätte ich mir ein bisschen eher gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Von daher gibt es da eine halbe Note Abzug von meiner Seite. Dass man Tom Bischof nicht nochmal die Chance gegeben hat, fand ich auch ein bisschen schade. Ich denke, der hat die Power und hätte die Lust gehabt. Rafa Guerrero habe ich kritisch gesehen, die Aufstellung. Ja, hat er mich eines Besseren belehrt. Guerrero hat zumindest, wenn er vorne war, ein gutes Spiel gemacht. Ansonsten lange Zeit abgetaucht, kommen wir gleich zu. Von daher will ich Winnie heute eine 2 geben. Ja. Damit geht's weiter. Manu war heute wieder ein bisschen fickrig unterwegs. Ja, wir haben es gesehen, 2 Schüsse aufs Tor, die hat er beide gehabt. Ansonsten ein paar Bälle mir dann nicht so souverän gespielt. Ja, eine 3 ist heute, glaube ich, eh so die Standardnote, wenn ich so im Kopf habe. Also 3 für Manu. Weiter geht's mit Conny. Für Conny-Verhältnisse, was mir heute sehr gut gefallen hat, hat heute 2 Defensiv-Zweikämpfe an der Außenlinie geführt, die wirklich à la Bonheur endlich mal eines Außenverteidigers würdig waren geführt. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie laufe ich denn rum hier? Das ist ja eine Katastrophe. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten, ja, ich denke, man hat gesehen, heute ein bisschen Handbremse drin bei allen. Erst recht, nachdem wir eine halbe Stunde ein bisschen Gas gegeben haben. Ja, Conny sehe ich auch bei einer 3. Gut, kommen wir zu den Innenverteidigern. Da sehe ich Opa heute einen Tacken vor Minjay. Opa war gerade in der ersten Halbzeit immer da, wenn er da sein musste. Hat ein gutes Spiel gemacht. Von meiner Seite Note 2. Minjay, ja, haben wir gesehen, hatte den einen oder anderen Wackler leider wieder drin. Ein Pass, der nicht gut war, den er da geschenkt hat. Dann nochmal ein Zweikampf, der nicht so gut war. Ansonsten war es okay. Ja, 3,5 meinerseits, weil auch unsere Zentrale, gerade Kimmich und so, sah heute defensiv zweikampfmäßig nicht gerade gut aus. Als nächstes haben wir den angesprochenen Guerrero, der als Linksverteidiger gespielt hat, beziehungsweise aufgestellt war, aber eigentlich war er trotzdem schon, ja, fast ein Zehner. Ja, war oft auf der Halbposition, erste Halbzeit. Hat es da gut gemacht, hat ja auch dann das Tor gemacht. Dann ist er abgetaucht, ja, aber da sind ganz, ganz viele mit ihm abgetaucht in der zweiten Halbzeit. War da nochmal richtig auffällig, wo er auf der 10er-Position kam. Ja, das war ab Minute, wann haben wir gewechselt? Bischof für Leimer, nein. Tafel Upper, nein.
Genau, Sascha Boe für Kane, ab der 64. war das. War er dann auf der 10er-Posi. Gerade so die letzte Viertelstunde war nochmal extrem auffällig von Rafa. Da ein Tor gemacht hat, ich glaube auch ein Tor vorbereitet, oder? Wenn nicht, hat er auf jeden Fall die Riesenchancen, die beide jeweils an den Pfosten gingen, in der zweiten Halbzeit gegen Ende hin sehr, sehr schön eingeleitet mit den Bällen. Von daher von meiner Seite Note 2. Trotz des Abtauchens. Gut. Damit geht es weiter mit unserem König, der jetzt schon Hand in Hand bei der Seitenwahl steht, mit ein neuer, wilde Nummer. Soll der Neue einfach die Binde abgeben. Ja, und dann ist doch gut. Dann muss er sich da nicht noch mit hinstellen und kann auch so die Mannschaft führen, ohne dass er die Binde am Arm hat. Fand ich ein bisschen albern oder finde ich ein bisschen albern. Meine Wahl wäre Harry Kane, aber das ist eine andere Diskussion. Josh heute im Spielaufbau war es okay, fand ich. Ja, teilweise ein bisschen langsam. Aber gut, das ist Kimmich halt einfach. Ansonsten war es wirklich okay im Spielaufbau. Hardcore-Probleme in der Rückwärtsbewegung. Ja, einmal geht er sogar so weg, um gar nicht erst hinzugehen, um keine gelbe Karte zu riskieren. Ja, I don't know. War, glaube ich, bei Stand von 4-0, 4-1 oder was. Dann kann man das vielleicht verargumentieren. Aber auch vorne im Gegenpressing keine Chance. Ja, und das gegen einen Gegner, der eigentlich gar nicht zugegen war. Also das Spielaufbau fand ich ordentlich. Hätte ich mit einer 2,5 bis 3 benotet heute. Das Defensivverhalten, das defensive Stellungsspiel war eine Katastrophe. Ja, von daher, weil wir gnädig sind, heute eine 3,5 für Josh. Ja, jetzt könnt ihr mir wieder alle mit euren nicht verstehen. Komm, ist mir egal. Ja, guckt euch einfach mal das Defensivverhalten von Josh an, wie auch wenn er vorne versucht, ins Gegenpressing zu kommen. Erst recht, wenn er mal in der Rückwärtsbewegung ist. Das ist eine Katastrophe, Leute. Absolute Katastrophe. Kommen wir zu Pavlo. Pavlo war in der ersten Halbzeit, ja, ich spiele mal zu 9 von 10 Bällen spiele ich einfach zu Kimmich. Ja, ich traue mich gar nicht irgendwie das Spiel aufzubauen. Ich traue mich gar nicht, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Ich spiele einfach immer den Ball zu Kimmich. Ja. Und kann ich einmal irgendwie den Ball nicht zu Kimmich spielen, dann spiele ich ihn entweder auf den Guerrero oder auf den Opa. Quer. Das war Pavlovic erste Halbzeit. Katastrophe. Ja. Also wenn man den Auftritt mal mit dem Auftritt von Tim Bischoff verglichen hat, auch mit dem Auftritt von Tim Bischoff an Kimmichs Seite, ja, dass ein Tom Bischoff da das Heft des Handelns im zentralen Mittelfeld einfach mal in die Hand genommen hat und auch ein Kimmich und den Innenverteidigern Anweisungen gegeben hat. Junge, Pavlovic ist gerade eine Schatten seines Selbst. Ja, all das, was ihn letzte Saison ausgezeichnet hat mit dieser, ja, ich bin hier vorne im letzten Drittel, bin ich präsent, bin ich aktiv, ich spiele die Bälle in die Tiefe, alles. Ich gehe aber mal, ich traue mich mal, nichts von zu sehen, gar nichts. Ja, einfach nur Querpass Toni auf Kimmich oder Rückpass Toni auf Opa oder Guerrero. Also, es ist nichts mehr davon da, von diesem Pavlovic, der das Spiel an sich reißt und das Spiel aufbaut. Gar nichts. Null. Ja, völlig im Schatten von Kimmich, lässt sich völlig von Kimmich verdrängen, was das anbelangt. Ja, Katastrophe. Gut, ist am Ende des Tages nicht der erste Spieler, den das passiert, der einfach von Kimmich komplett verdrängt wird in diesen Positionen, der nur noch ein Zuarbeiter ist für Josh. Genauso ging es Leon Goretzka. Ja. I don't know why. Ja. Ich meine, wer Kimmich in einer überragenden Form, wie er es letzte Saison teilweise war, könnte ich das ja noch nachvollziehen irgendwo, aber das ist er auch nicht. Ja. Und also weiß ich nicht, das hat keinen Mehrwert, was ein Pavlo da heute geboten hat. Und das in der guten Phase. Ja. Ja, hat 1, 2 Mal den Ball angenommen, hat sich 3 Mal um die eigene Achse gedreht, um dann zu gucken, wo ist denn der Josh jetzt, wo ist er denn, um dann einen Ball über 2 Meter zu spielen. Ja. Ansonsten defensiv standen sich teilweise Händchen halten nebeneinander. Ich weiß nicht, wie da die Absprache ist im zentralen Mittelfeld, was Räume anbelangt. Die ist anscheinend nicht gegeben. Es war jetzt nicht schlecht, ja, versteht mich nicht falsch. Obwohl zweite Halbzeit war es schlecht. So, halten wir das mal fest. Erste Halbzeit war es okay, weil kaum Fehlpässe von Pavlo. Ja, halt wie gesagt, 9 von 10 ging einfach blind nach Kimmich, der Rest ging quer und nach hinten.
Zweite Halbzeit kamen dann auch noch katastrophale Fehlpässe hinzu, aber das war bei Kimmich auch 1:1. So, Kimmich hat auch 2, 3 Fehlpässe gespielt, da denkst du dir: „Alter, was ist los mit euch?“ Ja. Da wir bei Kimmich auch gnädig waren, sind wir bei Pavlo auch gnädig, von daher kriegt er Note 4. Ist sogar noch eine halbe Note schlechter wie Min-Jae, sehe ich gerade. Ja. Aber wie gesagt, bedingt dadurch, dass man sich da von Kimmich komplett verdrängen lässt einfach, ja. Also, man ist nur noch ein Zuarbeiter für Josh und das war letzte Saison war das komplett anders, ja. Das ist Ich weiß nicht, vielleicht liegt's daran, dass er in der Vorbereitung ausgefallen ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht auch, weil ich meine, ist ein junger Spieler, Auf und Abs gehören dazu, machen wir uns nichts vor, alles gut. Ja, aber ich habe es nicht verstanden. Das ist nicht übertrieben mit 9 von 10 ging auf Kimmich. Guckt euch mal die erste halbe Stunde an von Pavlovic, ja. Also, ich weiß es nicht. Wild. Schade, wild. Nicht Kimmich seine Schuld. Du musst, sorry. Es sei denn, es ist eine Anweisung vom Trainer, dann ist es die Trainers Schuld. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn man mal letzte Saison das Zusammenspiel von Kimmich und Pavlo gesehen hat. Das war richtig, richtig gut. I don't know, ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich kann nur das sagen, was ich sehe. Ja, damit geht's weiter auf Michael. Michael war heute stark wie immer. Ja. Von meiner Seite gibt es eine Note 1. Tor gemacht, ich glaube 2 Vorlagen, oder? Ansonsten noch etliche Angriffe eingeleitet. Aber ihm wurde es auch einfach gemacht. Ja, also du kannst nicht Michael in der ersten Halbzeit, wer war es? Der Fideas, glaube ich. Der stand alleine gegen Michael. Du kannst nicht gegen einen Michael Olise, kannst du noch nicht mal auf hohem Level, ja, wenn du ein richtig starker Außenverteidiger bist wie Cucurella, selbst der kann den nicht alleine verteidigen. Selbst da wird der gedoppelt, ja, und das war gar nicht der Fall. Ja, das war er hat einem ja leid getan, ja. Also, Michael hat es gnadenlos ausgenutzt, war aber auch sehr variabel, war auch ein, zweimal auf der anderen Seite, auf der Halbposition, war auch mal auf der Zehnerposition. Hat mir gut gefallen, hat mit nach hinten gearbeitet, war der Michael, wie wir ihn kennen. War sogar, wenn ich das richtig gedeutet habe, auch mal ganz kurz so für eine halbe Minute angepisst, dass er ausgewechselt wurde. Die richtige Reaktion. Ich fand es aber auch gut, dass man ihn ausgewechselt hat. Frankfurt kommt, steht vor der Tür. Da brauchen wir den Michael genau in dieser Form, wie er heute wieder war. Punkt. Damit kommen wir jetzt natürlich zum nächsten No-Brainer. Also ich habe hier in meiner Liste stehen, Wiesbaden Note 2, Augsburg Note 1, HSV Note 1, Chelsea Note 1, TSG 1 mit Sternchen, Werder Bremen Note 1, Pafos FC Note 1. Das sind die Noten für Harry Kane in dieser Saison. Und ich glaube, es gibt nichts daran zu diskutieren heute, dass Harry Kane wieder eine Note 1 bekommen hat, wenn man 2 Tore macht. Ja. Und ansonsten auch heute wieder, was seine große Stärke aus der Mitte ist, aus der tiefen Position. Habt ihr die Bälle wieder gesehen? Nach außen? Vor allen Dingen auf Michael. Grandios. Und die spielt er einfach so. Ja, als gäbe es nichts anderes für ihn. Also. Hätte ich Hüte auf, ich würde sie alle ziehen. Mir gehen die Superlativen aus für Harry Kane. Ja, einfach Note 1. Punkt. Luis Diaz steht dem heute eigentlich in nichts nach. Ja, Michael hat so ein bisschen gebraucht, so 10, 15 Minuten. In der Zeit waren Diaz absolut on fire. Ich meine, der war die ganze Zeit on fire. Ja, aber über die linke Seite ging viel, viel mehr in der Anfangsphase. Hat auch ein super starkes Spiel gemacht. Hat ein bisschen Pech gehabt mit dem Abschluss, ja, logisch, aber der Abschluss war ordentlich. Torwart hatte das Bein rausgestreckt, hat er gehalten. War auch super prägend für unser Spiel. Aber natürlich hat er nicht irgendwie ein Tor und 2 Vorlagen gemacht oder 2 Tore. Ja, von daher kriegt er eine Note 2. Aber eine sehr, sehr gute 2 und auch nur, weil die anderen ihn so überstrahlt haben. Er hat ein bärenstarkes Spiel auch gemacht. Ja, damit kommen wir zu Jackson. Auch ihn kam ein bisschen schwer rein, ja, logisch. Ich habe schon mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, weiß ich nicht, ja. So die ersten 1, 2 Aktionen waren nicht gut. Hat mich super gefreut, die Vorlage dann, ja, das hat man gemerkt, das war ein einfacher Doppelpass mit
mit Rafa Guerrero, ja, danach sein Tor und dann hast du gemerkt, der Junge ist angekommen. Ja, war ganz anders im Spiel, hat dann nochmal den Pfostenschuss gehabt, davor nochmal eine große Chance gehabt, die er eigentlich hätte machen müssen. Aber das können wir heute über alle 4 da vorne sagen. Auch Michael hatte nochmal eine Riesenchance, Heavy hatte nochmal eine Riesenchance, Diaz hatte 2 Riesenchancen. Also wir hatten genug Chancen, große Chancen, um noch das eine oder andere Tor zu machen. Hat ein Tor gemacht und eine Vorlage. Von daher werde ich ihn zwischen die beiden anderen schieben und er kriegt eine 1,5 von meiner Seite. Hat mir gut gefallen. Ja, hat sich dann auch, wo Harry raus war, hat er sich auch immer mal ein bisschen fallen lassen. Ich denke, für ihn ist das eine sehr, sehr gute Situation, jetzt nochmal so ein Harry Kane in Topform zu erleben und da ein bisschen was mitzunehmen. Ja. Also wie man sieht, Vini scheint ihn auf jeden Fall hardcore zu mögen und ich glaube, in Uli Hoeneß wird seine Aussage mit den 40 Spielen noch auf die Füße fallen. Sage ich euch, wie es ist. Ja. Und hoffentlich. Zu Recht. Ja. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so schnell geht, dass das schon so weit integriert ist. Klar, der Gegner war heute jetzt hier nicht von oberstem Format. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht erstmal diese Leistung bringen musst. Ja. Deswegen, mir hat es gut gefallen. Ja, ich freue mich auf mehr von ihnen und ich denke, da werden wir noch ein bisschen was sehen. Ja, jetzt kommen wir zu dem hochgelobten Weltstar, wo wir unbedingt den Vertrag für 5 Jahre für 20 Millionen verlängern sollten. Serge, ein bisschen mehr wie Standard Gnabry heute. Ja. Ich nehme es vorweg, Note 3 von meiner Seite. Gnabry war auffällig bei den 2 Szenen, wo er in der Mitte war. Außen war das gar nichts. So, Punkt. Ja, das war jetzt nichts von der Einstellung her. Die hat gepasst. Der hat mit nach hinten gearbeitet, alles. Aber Akzente konnte er nicht setzen über außen. Gar nichts. Ja. Durch die Mitte, ja, war zweimal in der Posi in der Mitte eingerückt. Da war er gleich auffällig. Das war gut, das war stark. Da scheint er sich viel, viel wohler zu fühlen. Weiß ich nicht, ob das reicht, dass man beim FC Bayern den Vertrag verlängert. Sage ich euch, wie es ist. Ja, weil in der Regel hast du da natürlich wieder einen Musiala stehen und brauchst da keinen Serge Gnabry. Ja, also er muss auch schon über außen liefern, damit man da Argumente hat. Heute war das nicht so gut. Gut. Kommen wir zu Sacha. Ja, Sacha kam 64. Minute für Heavy rein. Fand ich auch richtig, einen Heavy da rauszunehmen. Völlig verdienterweise. Ja, hat seine 2 Tore gemacht, gibt dem Mann mal Pause. Wir freuen uns nochmal auf einen frischen Harry gegen Frankfurt. Und Sacha hat seine Sache gut gemacht. War gleich von Anfang an wieder präsent, war drinne. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ich hatte schon wieder ein bisschen die Befürchtung, ja, jetzt ist er erstmal wieder aus der Startelf und dann kommt er wieder rein, dann ist er nicht so bei der Sache. Nee, war direkt da, ja, hat direkt gut mitverteidigt, war jetzt ruhig geblieben, hat versucht, vorne Akzente zu setzen, war natürlich dann nicht mehr so einfach, nachdem 8 Minuten später oder 9 Minuten später dann noch Michael runterging und wir sowieso schon im 5. Schongang waren. Hat es ordentlich gemacht, jetzt nichts Überragendes, nichts Schlechtes, daher Note 3 von meiner Seite. Gut, dann kommen wir zu Lennart Kahl und Jonathan Tah, die in der 73. kamen. 20 Minuten. Tue ich mich immer schwer, Spieler für 20 Minuten zu bewerten. Von daher werden wir einfach ein paar Worte zu verlieren und werden keine Note geben. Ist vielleicht für Lennart Kahl auch ganz gut, wenn wir ehrlich sind. Bemüht wie eh und je, da kann man ihm gar nichts vorwerfen, immer vollen Einsatz. Wirkt gerade einfach ein bisschen unglücklich. Ja, ich habe es schon letztes Mal gesagt, wirkt ein bisschen verkopft. Das hatte ich heute eigentlich nicht so. Den Eindruck war schon da in den Situationen, wo er sein musste. Aber ja, die letzte Lockerheit, die letzte, weiß ich nicht. Lockerheit trifft es, glaube ich, einfach. Ja. Fehlt so ein bisschen, denke ich. Ist aber auch gar nicht schlimm. Der wird seinen Weg machen, denke ich. Ja. Ich bin gespannt, wann der Knoten platzt. Ja, und ich glaube, er ist jetzt gerade in diesem Zwischenschritt, wo du lernen musst, yo, ich stehe hier unter Druck, ich habe Druck, ich muss Leistung bringen und ey, eigentlich kann ich doch einfach befreit aufspielen und
mein Ding durchziehen so. Ja, ich glaube, da ist er irgendwo gerade in so einer Zwickmühle. Das wird irgendwann Klick machen, denke ich, und dann wird der Lachs laufen. Gut, dann haben wir noch Tage gesehen für Upamecano. Ja, habe ich auch mit gerechnet, dass der Wechsel noch kommt. Und es war mir auch klar, dass man Upa schont, weil Upa da im Moment der konstanteste von den dreien ist, meiner Meinung nach. Tat immer so ein paar kleine Schwankungen drin. Heute war es völlig okay. Ich habe nichts irgendwie negativ gesehen. Ja, allerdings muss man sagen, in der Phase war gefühlt 100% Ballbesitz, quer, mal nach vorne, ein bisschen nach vorne, wieder nach hinten. Einfach den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen. Da war nicht viel Ballbesitz für Paphos, geschweige denn irgendwelche wilden Angriffe noch oder sonst was. Ja, von daher, wie soll man es groß benoten? Ich meine, benoten tun wir es eh nicht, aber wie soll man es einordnen? Gut, dann haben wir noch Tim Bischof für Conny Leimer gesehen. Wie gesagt, ich fand die Wechsel leider ein bisschen spät. Ich meine, wir haben 4-1, stand die ganze Zeit. Ja. Hättest du auch mal in der 60. So ein Viererwechsel ballern können, oder wenn das zu viel wäre, hättest du in der 60. und 65. 2-2 gewechselt, hättest du noch einen aufgehoben. Das verstehe ich ja schon, dass man sich einen Wechsel aufhebt bis zur Schlussphase. Wenn ich die Leistung von Pavlo gesehen habe, dann hätte man auch einen Tom Bischof schon eher bringen können. Klar, wenn man mit Tom Bischof jetzt für Conny Leimer geplant hat, ja, weiß ich nicht. Ja, hätte man dann auch wieder umplanen können und wieder ein Guerrero dahin. Und naja, sei es drum, ja. Tom Bischof hat es ordentlich gemacht. Auf der Linksverteidiger Posi gilt aber dasselbe. Paphos war da jetzt auch nicht mehr wirklich. Ja, hat ein, zweimal im Gegenpressing gut den Ball schon weggearbeitet, bevor es überhaupt dahin ging. Ansonsten war er auch mehr vorne eingebunden, dann auch mal auf der Halbposition. Ähnlich wie es ein Guerrero dann erste Halbzeit gemacht hat, war er in den Räumen, wo er sein musste. Hat das ordentlich gemacht. Ballsicher wie eh und je. Ich freue mich abartig mehr von Bischof hoffentlich zu sehen in der Startelf. Ja. Oder wenn dann mal eingewechselt wird, nicht nur immer für 10 Minuten, sondern dass er mal so eine halbe Stunde kommt und da nochmal ein bisschen Einfluss aufs Spiel haben kann. Weil das kann er, weil das hat er auch gezeigt. Wenn er jetzt kam, hat er keinerlei Anlaufzeit gebraucht, wie der ein oder andere Spieler das vielleicht braucht, wenn er eingewechselt wird. War immer direkt da, hat geliefert. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er seine Chancen noch bekommen wird. Jetzt in Frankfurt, weiß ich nicht. Würde mich überraschen, wenn er einen Bischof in die Startelf stellt. Ich gehe da eher wieder von Kimmich Goretzka aus. Ich glaube, Pavlo hat sich nicht empfohlen. Aber gut, vielleicht war es Pavlos Aufgabe, dieses lass Kimmich alles machen, spiel den Ball einfach zu Josh, der macht das schon. Und ansonsten versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Wenn das die Aufgabe war, das ordentlich gemacht. Von daher, lassen wir uns mal überraschen. Ne? Ansonsten natürlich hier Kritik auf dem Level. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Leute, wir haben den besten Saisonstart, den wir jemals hatten. Wir haben 5-1 in der Champions League gewonnen, wenn auch gegen schwachen Gegner. Musst du aber trotzdem erstmal so runterspielen. Wir haben halbe Stunde ordentlich Gas gegeben. Danach haben wir 5 Gänge rausgenommen, was völlig richtig ist. Ja. Weil auch in der Länderspielpause haben wir die Belastung für unsere Spieler, weil alle Nationalspieler sind. Wir spielen nach der Länderspielpause. Wir spielen jetzt vor der Länderspielpause noch in Frankfurt. Wir spielen nach der Länderspielpause direkt gegen Dortmund. Von daher ist das völlig richtig, wenn das Spiel durch ist, dass man Kräfte schont. Ich fand es eher sogar noch ein bisschen zu spät von den Wechseln her. Da hätte man schon eher reagieren können, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, wenn man das als Kritik sieht, dann Kritik auf sehr, sehr hohem Level. Nochmal ein perfekter Saisonstart, ein sehr starkes Spiel heute. Und mit Frankfurt kommt jetzt ein anderes Kaliber, wobei man sagen muss, dass Frankfurt mal so agiert. Ja. Das haben wir ja auch schon gesehen. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ich schaue gerade mal. Ich gucke am Smartphone, das geht schneller. Sagte er und muss erstmal seine App suchen. Leaf-Score. 5-1 haben die auf die Fresse gekriegt gegen Atletico. Ich guck mal eben. Nee, keine rote Karte, also
waren sie wahrscheinlich einfach der Aufgabe nicht gewachsen. Ja, gegen Atletico 5-1 ist natürlich ein Statement. So wie das 5-1 zu Hause gegen Gala vielleicht ein Statement war. Deswegen schwer einzuschätzen, Frankfurt gerade. Ja, auch in der Bundesliga haben sie ja irgendwie mal richtig derbe einen draufgekriegt, aber auch, oder auch neben das Spiel gegen Gladbach 6-0 nach 45 Minuten oder 47 Minuten und dann machst du 6-4. I don't know. Ich kann die Frankfurter nicht einschätzen. Wird kein leichtes Spiel werden, denke ich. Freue mich auf das Spiel. Ist auf jeden Fall ein Gegner, wenn er einen guten Tag hat, der uns richtig fordern wird. Genauso wie Dortmund dann nach der Länderspielpause. Ja, schauen wir mal. Darum geht es jetzt noch nicht. Darum geht es erst ab Freitag. Oder spielen wir? Wir spielen Samstag, oder? Wir spielen Samstag, Topspiel 18:30. Tipptopp. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis Freitag. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.